Nicht gibt's Rambazamba da drin. Nur Bossfight. Oder gibt ihr freiwillig auf? Denkt ihr euch an? Wer ist Dr. Möbius? Alter, sein Whisky, das hab ich zum. Magnum, hab ich gerade nicht. Dr. Möbius OP-Klamotten. Über 7000. Nimm mit. Für meine Berechnungen aus. Dr. Möbius Handschuhe. Nimm mehr mit. Ich liebe die ganzen Zahlen so sehr. Ja, Doktor, warte mal. Du, dir komm ich gleich. Und hau dir die Hucken voll. Wie das mir abkassiert. Denn heute ist Zahltag, musst du wissen. Rotonaxt. Was sagt dann? Überladen? Scheiße. Ist ja noch. Macht nix. Mit Whisky im Blut geht raus. Bei der Mehl kann ich sie beuten. Ich stelle mir gerade Der Ballermann. So, dann auch der 50, der fix. Bumm, Wegschaffer. Gehirntank. OP-Klamotten, die brauche ich nicht. Hab ich einen Kittel. Dann meine ich, steht mir besser. Das Elektron hängt am Neutron. Tabletten, oh Gott. Das Neutron hängt am Meson. Siehst du, weiß ich. Das Meson hängt am... Aber die werde ich mitnehmen. Dann bin ich überladen. Langsam geht mir der Boden für meine Berechnungen aus. Ja gut. Mehr gibt er nicht. Herr Doktor, ist fällig. Herr Dr. Möbius, bei Fuß. Hä? Oh, hallo. Sie sind hier, oder? Entschuldigen Sie meine Verwirrung, aber es fällt mir heutzutage schwer, das zu unterscheiden. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind Sie vielleicht wegen Ihres Gehirns hier? Es ist gleich da oben. Ein schönes Gehirn, jung und klug.
Ich kann Sie nur schlecht erkennen. Kommen Sie doch bitte in mein linkes, rechtes Sichtfeld. Ah, jetzt werden Sie schärfer. Schärfer. Bin ich scharf genug, oder was? Mit dem bekämpfen? Tiefenwahrnehmung ist ein Problem bei diesem alten Monitor. Wurde schon vor einer Weile schwarz. Das nennt man wohl Altersschwäche. Müsste mal meinen Sehnerv wieder anschließen. Aber dann würde das rechte Auge die falschen Sachen sehen. Fliegende Schildkröten zum Beispiel. Darf's ein Mentats sein? Tabletten? Schmecken mit Knaps am besten. Ich liebe Mentats. Lecker und anregend. Ich habe all diese wunderbar wissenschaftsmäßigen Gedanken und Ideen, wenn diese trockenen Tabletten durch mein Biogel zischen. Ich vergesse sie aber bald wieder. Vor allem, wenn die Daten mir den Speicherkern verstopfen. Da spritzen mir fast die Binärströme aus dem Gehäuse. Ich musste meine Gleichungen hier sogar auf den Boden und die Wände schreiben. Aber ich weiß leider nicht mehr so recht, wo sie anfangen und enden. Sieh an, das impliziert vorgefasste Meinungen, Theorien und Hypothesen über dieses Treffen? Bitte führen Sie das aus. Wie sollte ich denn sein? Schließlich könnte es eine kognitive Anpassung wert sein, falls Ihr theoretischer Möbius besser sein sollte als ich. Ja, bitte, Herr Doktor. Ich brauche mein Hirn wieder. Ist das so? Ihnen scheint es auch ohne gut zu gehen. Und will es wieder zurück zu Ihnen? Vielleicht sollten Sie es fragen. Es ist recht frei in seinen zahlreichen Ansichten. Ich sag Ihnen was. Ich überlasse es dem Gehirn. Wenn es zurück will, ist mir das recht. Wenn nicht, sollten Sie seine Wünsche respektieren. Wünsche werden nicht respektiert. Pass auf. Haben wir das? Dann gehen wir. In der Tat, unser kleines Gespräch neigt sich dem Ende zu. Leben Sie wohl. Bitte achten Sie auf die Gleichungen am Boden. Auf jeden Fall haben wir jetzt Stufe 22 gereicht. Pass auf, meine Energiewaffen. Auf 54. Medizin auf 50. Da wieder 2. Und da 2. Und die Wissenschaft. 48. Da unten. Auch Ruck. Besser schmeißen. Ein Scherge. 25% mehr Schaden. Oder Kommando. So, wie schaut das aus? Mein Gehirn. Das ist da drin. Gehirn, wie schaut das aus? Bist du da oben? Hey, du ja. Hat die gerade mal geklappt. Na, sieh mal einer an, wer sich endlich aus dem Ödland reingeschleppt hat. Und, wo warst du wieder? Bist du schon wieder durch radioaktiven Schleim gekrochen? Aber selbstverständlich. Ach, wunderbar, haben wir es endlich kapiert. Magst du einen Keks? Einen Keks und ein Bier. Er bleibt mir aufgehirn. Etwas mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Oh, hatte ich. Und womit willst du mir drohen? Dass ich nicht zurück in den Kerker darf, den du deinen Kopf nennst? Oh, Gott bewahre. Wenn wir es erpressen, mit Fernsehen, hilft immer. Das würdest du nicht wagen. Das ist unmenschlich. Und dann knall ich zu mit Alkohol.
Du bist ein Monster. Ein verrücktes, selbstzerstörerisches Monster. Eine Wiedervereinigung, wie schaut denn aus? Ich will ganz ehrlich sein. Diese Aussichten finde ich alles andere als verlockend. Versuch mal, es aus meiner Perspektive zu betrachten. Hier habe ich Ruhe, Frieden und Sicherheit. Abgesehen vom einen oder anderen Skorpion. In deinem Kopf erwarten mich Gifte, Strahlung, schreckliche Verstümmelungen und biologische Prozesse. Weißt du eigentlich, wie viel mehr man schafft, wenn man nicht ständig nach passenden Orten zum Wasserlassen suchen muss? Eine ganze Menge, wirklich. Ich merke schon, dass man mit dir einfach nicht diskutieren kann, oder? Ich bin nur ein Sklave deiner irren Drüsentriebe. Oh nein, bitte lass mich nicht in dieser schönen, sicheren Kuppel, wo ich Nährflüssigkeiten und eine Bibliothek habe. Bitte schlepp mich weiter durch eine Landschaft, die schon immer so trostlos war, dass das Ende der Welt sie tatsächlich verschönert hat. Ich weiß nicht, wie ich das ertragen könnte. Die Denkfabrik. Lass uns überlegen. Ich schätze mal, dass du so weitermachen würdest wie bisher. Nur, dass die künstliche Denkmaschine die Hauptarbeit hätte. Falls sie nicht doch noch die Batterien ausgehen, aber das ist wohl unwahrscheinlich. Die Batterien. Das ist Gehirn, ich sehe die selber. Ich bin nicht ganz sicher. Es besteht die Chance, dass die Reintegration eine verbesserte Synergie zwischen uns schaffen würde. Welche Form das aber annehmen könnte, kann ich nicht sagen. Du kannst hier bleiben? Oh nein, mach dir keine Mühe. Du hast doch zu viel damit zu tun, deinen Körper verstümmeln zu lassen, als dass du an dein Gehirn denken könntest. Also Gehirn, ich geh. Gut, geh! Na gut. Ich weiß, dass es super ist. Wenn du mich zurückhaben willst, dann müssen wir ein paar Grundregeln festlegen. Erstens, duschen. Zweitens, Vorsorgeuntersuchung. Regelmäßig, wohlgemerkt und bei einem anerkannten Arzt. Drittens, öfter auf mich und seltener auf den Chor der Hormone und das Orchester der Genitalien hören. Versprich mir das. Und wir sind im Geschäft. Also Gehirn, das kann ich dir nicht versprechen. Oh nein, bitte lass mich nicht in dieser schönen, Wobei, Junge. sicheren... Richtig. Die Gehirne sind etwas angeschlagen. Aber ich bin sicher, dass ich dieses Problem mit einigen Jahrzehnten fleißiger Ich glaube, das ist ein Arbeit Rätsel, lösen kann. oder? Mit der Wissenschaft erreiche ich nichts. Eigentlich ja. Das denke ich. Ich denke genau das. Und zwar ständig. Natürlich. Hirn, wie schaut denn aus? Geh mit. Zurück da reinkriechen? Bist du irre? Ich hab doch keine Ahnung, wo du dich überall rumgetrieben hast. Du könntest ja voller Krankheiten sein oder schon wieder eine von diesen entzückenden Kopfverletzungen haben, die du dir dauernd einfängst. Ich kriech doch nicht zurück in deinen Kopf, nur um dann gleich wieder rauszukleckern. Gehirn, ich bin der Ladykiller. Machst du mich etwa an? Gott im Himmel, du machst dir kein Bild, wie widerlich das gerade ist. Bitte sag mir, dass wir nicht so pervers waren, als ich noch in deinem Kopf war. Wie dem auch sei. Selbst wenn das ernsthaft zur Debatte stünde, hätten wir immer noch ein Problem. Selbst wenn ich Lust hätte, wieder in deinen Schädel zu kommen und all die Nervenenden zu verbinden, fehlen Dr. Möbius hier die nötigen Instrumente. Wir müssten dafür Dr. Kleins Labor benutzen und ich bezweifle mal, dass die Gehirne gerne mit uns teilen wollen. Ob die teilen? Ich glaube, die können überreden, oder? Ach, wunderbar. Wir sind wieder bei der sinnlosen Gewalt angekommen. Verrat mir doch mal, was du planst, falls man das Planen nennen kann. Hey, wir haben immer einen Plan. Weil mit Schusswaffen, schlecht, oder?
Der letzte Ausweg. Mit so einer Einstellung ist es nicht wirklich verwunderlich, dass du dir einen Kopfschuss eingefangen hast. Und da sind sie wieder, diese Drüsen. Ist denn der Endorphinrausch, wenn man etwas Gutes tut, wirklich so toll? Das passt mir durchaus, aber bitte lass dir nicht allzu viele Löcher in den Kopf bohren, ja? Ich würde aus Sentimentalität mal wieder reinschauen. Gut, du musst wohl mal los, oder? Die Denkfabrik wartet schon. Jetzt? Ach, keine Sorge wegen mir. Wenn du weg bist, schwappe ich zum Becken rüber. Du wärst erstaunt, wie weit man hier mit einer guten Spülung kommt. Ich versteck mich in den Kabelschächten. Klein wird mich nicht in der Kuppel vermuten, also weiß er nicht, dass das Feld nicht mehr auf uns wirkt. Ich kann den Autodock vom Becken auch upgraden, damit man Herz und Rückgrat wieder installieren kann, falls du Fleisch und Knorpel zurück willst. Mit etwas Glück sehen wir uns im Becken, wenn die Sache vorbei ist. Wir sehen uns im Becken, Herr Gott sei Dank. War eine schwere Diskussion mit dem Hirn. Das hört jetzt, wir müssen zurück zu Dr. Klein. Dr. Möbius, ich bin fort. Zurück zu Dr. Klein. Den hau ich jetzt klein. Aber die Dinger da gegen den nicht auf, gell? Scheiße. Muss die gut nicht liegen lassen. Die Drohne, warte mal. Hier mal ein bisschen gleich stützt man voll wieder ab. Der ein bisschen gut verpackt in der ganze Sache. Ein verpacktes Fallout. Passt bei gar nicht. So, wir flattern jetzt. Zurück ins Becken. Balkon. Oh meine, das ist sicherer. Wer schnurrt denn du? Schwester, Ein Upgrade. Und am Montag eine Konfrontation mit Dr. Klein. dieser Mann hat eine sehr gefährliche Oder mit Schulung. Autodoc. Wo in dir? So mit die Jukebox. Wo waren die? Die meine, wo da was? Was geht ab? Richtig so, Daddy-O. Wirf's einfach an und ich mix dir süßen Sound. Ja, Roboskorpion. Weißt du das? Wir sehen uns. Na gut, Optimobis. Originales Rückgrat. Bei Herz. Oh, Baby, machen wir das Licht aus? Wer macht die Licht aus? An. Lichtschalter heute Mai. Der Autodoc wohnt ja. Irgendwo war er. Hätte ich gemeint. Oh ja. Pflanzen verarbeiten? Nein, warte mal. Gärtnern Dominik. Ah, da war er. Benötigen Sie sonst noch etwas? Die Dienste.
Ein Profil brauchen wir ganz. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Meine Körperteile austauschen. Bei der Rückgrat. Doppelt. Und? Wie fühle ich mich? Bestens, oder? Doktor? Benötigen Meine Sie Frau sonst ja noch noch. etwas? So, mein Herz, wer wieder? Wo da noch Krempel, wie schaut der aus? Also ist ein Furt, gell? Aber wegen meinem Hirn. Da werden wir mal da reinschauen. Du Dr. Klein. Ein für alle Mal, warum? Mit der Raffer. Dr. Klein reißt zusammen, gell? Oh, die warten schon. Der Doktor, bitte du besser, oder was? Der Lobotomid ist zurück. Wurde Dr. Möbius, wie erhofft, zu Altmetall- und Stimmmodulteilen umgenennerfiziert? Beruhigungsfeld. Ich würde Ihnen raten, auf Ihren Ton mir gegenüber zu achten, Lobotomid. Nun, Ihr Gehirn. Übergeben Sie es uns, oder wir extrahieren es wieder. Und was könnten wir beide zu besprechen haben? Sie haben das Gehirn, wir haben die Technologie. Sie müssen also nur aufgeben. Damit können wir endlich diesen Ort verlassen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie langweilig es wird, eine Landschaft und alles in ihr zu zerhacken. Und wir haben erst noch viele Fragen, die wir Ihrem Gehirn stellen wollen, über diesen Mojave-Ort, ein fruchtbarer Boden für unsere Experimente. So, mit der Sprache kann man nichts ausrichten. Ja, warten Sie. Das haben Sie, nicht wahr? Sie lügen. Nein, tun Sie nicht. Ihr Herzschlag, Ihre Transpiration, über Gebühr selbstsicher und von sich überzeugt. Warum würde ich mit diesem Irren verhandeln wollen? Er wird uns alle vernichten. Ein Kampf? Ich war noch nie an einem Kampf beteiligt. Was mache ich? Hey, Kollegen! Denkfabrik! Alarm! Alarm! Wir werden angegriffen! Freunde, Panik in der Denkfabrik. Wie feuert man dieses Ding denn ab? Sowas von mit meinen Waffen angreifen. I wanna see. Wenn wir jetzt Angst einjagen, gibt er womöglich auf. Dr. Dollar. Reinhauen. Die blöde Kuh kommt nicht durch. Da fliegt der Bildschirm. Moment, Geduld. Und weiter geht's. Ich werde die
Auslöscht. Wird jetzt Angst einjagen. Gibt er womöglich auf. Vernichten Sie es schon. Ball auf, Kumpel. Trinkpause. Muss auch mal sein. Ball auf, bisschen Wasser. Der Partylöwe bringt mir nichts. Aber die Paste. Mit Ihren Gehirnstrahlen. Dr. Null. Ist gleich Null. Was von mit meinen Waffen? Jawohl. Er legt und Zucken hat. Energiezellen brauchen wir. Bei der Wiesanski. Die Denkfabrik verlassen und dann einen Partylöwen nehmen wir mit. Der Teddybär, der kann behalten. Gekuschelt wird er nimmer. Klebebandler? Kleber. Na gut. Bummi mit dem Foot. Schicht im Schacht. Und wo möchte er hin? Die Denkfabrik verlassen. So wurde Big MT, die große Lehre, wieder zum Heim eines der klügsten Köpfe seiner Zeit, so wie es vor dem großen Krieg gewesen war. In den folgenden Jahren wachte der Kurier über die große Lehre. Er bewahrte ihre Geheimnisse, bis anderen damit geholfen werden konnte. Das war immer die Aufgabe des Big MTs. Jenseits der Labore und der Wissenschaft ging es stets darum, der Menschheit eine Zukunft zu schaffen. Der Kurier hatte den Löwenanteil der großen Lehre durchforstet. Doch ein paar Geheimnisse behielt der Krater für sich. Womöglich war es jedoch besser so. Denn Neugier kann nicht nur sehr einträglich, sondern auch sehr gefährlich sein. Dr. Möbius setzte seine Forschungen in der verbotenen Zone ungestört fort. So wie er versucht hatte, die Skorpione zu verbessern, versuchte er auch die Menschen zu verbessern. Mit sehr viel weniger Erfolg. Doch seine Fehlschläge scherten ihn nicht allzu sehr. Wenn der Mencats Rausch erst einmal nachließ, vergaß er sie einfach. Schließlich hatte der junge, kluge Kopf, der ihn in der verbotenen Zone besucht hatte, all seine Erwartungen bereits übertroffen. In dem Becken auf der Kuppel herrschte das rege Stimmenwirrwarr aus Geplapper, Gezänk und Gemurre einer Kleinstadt. Doch all dies geschah zum Vorteil und im Interesse seines neuen Besitzers. Der zentralen Intelligenzeinheit ging auf, dass sie sich trotz des Umkehrcodes an dem Gemeinschaftssinn der anderen Persönlichkeiten erfreute. Die biologische Forschungsstation, besessen von der Idee, alles in Sichtweite zu besamen, hat eine Verlegung in den Botanischen Garten X22 erbeten. Damit sie, in ihren eigenen Worten, die weichen Konturen des Gartens sinnlich befruchten kann. Der Garten lehnte freundlich ab, mit der Erklärung, er wäre bereits einem Vault verpflichtet, bei dessen Infizierung er vor dem Krieg geholfen hatte. Der Bücherschacht fuhr fort, alles aufrührerische Material zu verschlingen und erstickte beinahe an einer Büroklammer. Er beharrte darauf, dass es sich um eine chinesische Büroklammer handelte und dass das Ganze ein klug eingefädelter Anschlagsversuch war.
Was auch immer der Grund gewesen war, er besann sich und schätzte sorgsam den Wert jedes einzelnen Buches und Klemmbretts, das er erhielt. Die Lichtschalter flackerten und flimmerten auch weiterhin. Das ging so weiter, bis jemand eines Tages eine Taschenlampe ins Becken warf und die beiden sich in ihrem Hass auf den Angeber verbündeten. Der blinde Dioden Jefferson erschuf mit den Klängen, die der Kurier ihm brachte, einen Gegenschall der Big MT 2910 vor der Klanginvasion rettete. Wenn Sie nichts davon hören, gut. Die anderen Persönlichkeiten munkelten, dass er kurzzeitig etwas mit den Lichtschaltern hatte. Doch er vergaß ihren Namen einmal zu oft und musste bald darauf zur Strafe im Dunkeln tappen. Der Autodoc, immer freundlich und methodisch, pflegte die Haut des Kuriers an allen erforderlichen Stellen wieder zusammen. Der Autodoc war einfach froh, wieder eine Aufgabe zu haben. Er hatte gehört, dass sich seine schlichteren Brüder und Schwestern in der Sierra Madre, dieser vergifteten, ausgestorbenen Stadt, zu Tode langweilten. Der Autodoc fand eine Möglichkeit, den Y-17 Traumaharnisch zu deaktivieren, sodass die Leichen, die sie seit 200 Jahren gefangen hielten, freikamen. Als sich der Kurier durch die X8-Einrichtung schlug, haben die Computer die Bewegungen des Testsubjekts analysiert. Schließlich haben sie neue Cyberhunde erschaffen, um das Ödland von Kommunistenverrätern zu säubern. Verrätern wie Betsy Bright und Richie Marcus. Obwohl sie anscheinend keine Kommunisten finden konnten. Darum haben sie ein Geheul angestimmt, das sich über viele Meilen verbreiten konnte. Das Infiltrationsprogramm von X-13 scannte auch lange nach Beendigung des Versuchs nach dem Subjekt und dem Tarnanzug. Frustriert und unfähig, seine Technologie wiederzufinden, erweiterte X-13 sein Arsenal an Stolperdrähten, Sensoren und Robohirnen über ganz Big MT. Dieser blau schimmernde Wald aus Lichtstrahlen zerteilte zur unkomplizierten Entsorgung alles in kleine, handliche Segmente, was in ihn eindrang. Der Kurier ließ sein Hirn in der großen Leere zurück. Seltsam, aber wahr. Gehirne sind weniger wichtig, als man denkt. Als der Körper des Kuriers schließlich fort war, war das Gehirn traurig. Es dachte noch immer an das Gefäß, in dem es einst geborgen war. Doch selbst wenn es mit ihm zu Ende ging, weigerte sich das Gehirn wie die Denkfabrik, in eines der schwebenden Gehäuse zu gehen. Es sagte nie warum, vielleicht aus Respekt für den Körper des Kuriers. Alles muss ein Ende nehmen und man sollte sich niemals leichtfertig an Vergangenes klammern. Der Keller der Denkfabrik, mit den lobotomisierten Roboterkörpern der Doktoren gefüllt, diente nun als Friedhof. Die Monitore hatten den Kampf in Gänze aufgezeichnet, einschließlich der letzten schrillen Schreie der wimmernden und um Gnade flehenden Denkfabrik. Sie senden diese letzten Momente als eine Warnung an jeden, der sich dem Gebiet nähert. Andere Schlaumeier sind nicht willkommen. Der Kurier war der Nachfahre der großen Lehre. Und es gab nur Platz für einen Willen in den Hallen der Kuppel der Denkfabrik. Im Ödland gibt es eine besondere Redewendung. Man spricht dort vom Alte Welt Blues. Es bezieht sich auf diejenigen, die von der Vergangenheit so besessen sind, dass sie weder die Gegenwart noch die Zukunft wirklich sehen können. Sie starren in die Vergangenheit. Augen wie Scheinwerfer, flackernd und erschöpft, während die Realitäten ihrer Welt um sie herum fortbestehen. Die Wissenschaft ist ein langes, kontinuierliches Voranschreiten in die Zukunft. Ihre Auswirkungen sind oft erst Jahrhunderte später spürbar.
In der Zeit nach der zweiten Schlacht am Hoover-Damm bekam der alte Weltblues eine neue Bedeutung. Obwohl er einst für Traurigkeit und Nostalgie stand, wurde er bald zu einem Ausdruck für das Potenzial einer Zukunft. Es ist leicht, Wissenschaft als die Quelle allen Bösens zu sehen, Technologie als die Wurzel allen Übels, allen Unglücks. Mit dem Kurier an der Spitze wurde die Wissenschaft zum Leuchtfeuer der Zukunft. Es gab den alte Weltblues und die Hoffnung auf eine neue Welt. Und am Big MT siegte die Hoffnung. Es gäbe noch mehr zu sagen, doch die Geschichten in der großen Lehre sprechen für sich selbst. Bewaffnet mit dem Transportalponder gelang es ihm, in die Kuppel zurückzukehren und die Geheimnisse der großen Lehre nach und nach zu enthüllen. Wachsam, bedeckt vom Wüstensand, wartete das Becken auf die Rückkehr seines Herrn. Es galt nur noch einen Weg zu beschreiten. Doch dabei war der Kurier auf sich allein gestellt.